Rotkäppchen, wo steckst du denn nur? Na hier, Mama. Kannst du mal bitte herkommen? Ja. Ja. Soll ich dir helfen, Mama? Ja, du könntest etwas für mich erledigen. Bring bitte diesen Korb mit dem Kuchen zu deiner Großmutter hinüber. Du musst aber darauf achten, dass sie noch ganz bestimmt isst, Rotkäppchen. Sie muss doch nach ihrer Krankheit wieder zu Kräften kommen. Oh ja, Großmutter wird sich freuen, wenn ich sie besuche. Ich mache mich auch gleich auf den Weg, ja? Halt, einen Ja? Moment, Rotkäppchen. Vergiss nicht, du darfst auf gar keinen Fall einen Umweg machen. Hast du verstanden? Du wirst immer schön auf dem Weg bleiben und nicht in den Wald hineinlaufen. Bestimmt nicht. Ganz großes Ehrenwort. Ich besuche Großmutter ja nicht das erste Mal, oder? Mach dir keine Sorgen, wir werden einen schönen Tag zusammen verbringen. Ich werde Großmutter von dir grüßen. Meine ersten deutschen Sätze. Jakob und Wilhelm Grimm, Rotkäppchen. Es war einmal ein kleines Mädchen, das war so freundlich und nett, dass alle Leute es gern hatten. Am allerliebsten hatte es die Großmutter, die wusste gar nicht, was sie dem Kinde alles schenken sollte. Einmal nähte sie ihm ein Käppchen aus rotem Samt, und weil es darin so hübsch aussah und es nicht anderes mehr tragen wollte, hieß es nur noch das Rotkäppchen. Eines Tages sprach die Mutter zu ihm: Komm, Rotkäppchen, hier hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein. Bring das der Großmutter hinaus. Sie ist krank und schwach und wird sich daran laben. Mach dich auf, bevor es heiß wird, und wenn du in den Wald kommst, so geh hübsch sittsam und lauf nicht vom Weg ab. Und wenn du in ihre Stube kommst, so vergiss nicht, Guten Morgen zu sagen. Ich will schon alles gut machen, versprach Rotkäppchen der Mutter. Die Großmutter aber wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf entfernt. Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, was für ein böses Tier das war, und fürchtete sich nicht vor ihm. Guten Tag, Großmutter. Wie geht's dir? Hast du die ganze Zeit im Bett gelegen? Oh, du musst ja furchtbar krank sein. Das tut mir aber leid. Ja, Rotkäppchen, ich bin wirklich sehr krank. Komm ein bisschen näher, damit ich dich besser sehen kann. Ja, aber wieso? Warum siehst du mich denn so an, Rotkäppchen? Weil du auf einmal so große Ohren bekommen hast. Oh, Was ist mit deinen Händen passiert? oh, das verstehe ich auch nicht. Weißt du, Rotkäppchen, ich glaube, meine Hände sind so stark angeschwollen, weil ich so schrecklich krank bin. Ich verstehe. Mutter hat mir einen Kuchen mitgegeben. Aber zuerst musst du deine Medizin einnehmen. Und danach gibt es dann ein Stück Kuchen. Die Medizin brauche ich nicht mehr. Es genügt mir vollkommen, wenn ich dich fressen kann.